So, ich habe jetzt da mal eine Frage. Kann man euch einfach abschnitzeln? Ist das wirklich eine gute Idee? Diese ganze Keine-Morde-mehr-Situation wurde mir eindringlich nahegelegt. Ich meine, versteh mich nicht falsch, ich mach's. Aber an deiner Stelle würde ich es mir noch gut überlegen. Hust, speichere deinen Fortschritt, Hust. Bevor du mich nochmal fragst. So. Jawohl. Okay. Okay, jetzt bin ich eingeschüchtert. Guten Tag, ihr... hä? Was ist denn hier los? Moment, irgendwas stimmt nicht. Die Tür geht nicht auf. Moment, sie klemmt. Moment. Lass, komm, gucke. Ja, jetzt. Ah. Guten Tag, ihr Leid. Wir spielen The Procession to Calvary. Ein Point-and-Click-Adventure. Wie man gesehen hat, nicht unbedingt ein ernstes. So, aber zuerst mal muss ich da runter gucken. Moment. Was machen die da ohne? Nee, so, ja, wir legen mal los. Es ist ein Point-and-Click-Adventure ohne Sprachausgabe. Das heißt, ich muss viel vorlesen. Macht aber nichts, weil ich bin ja die Stimme aus dem Off. Oder aus der Wolke, je nachdem. Fangen wir mal an. Boah, Schluss jetzt. Der Heilige Krieg ist vorüber. Von wegen, jetzt schon? Jawohl. Wir haben gewonnen. Mist. Frohlockt, das Gute hat über das Böse triumphiert. Der Norden wurde endlich von der Tyrannei des himmlischen Petrus befreit. Heißt das, ich muss aufhören, Leute umzubringen? Jawohl. Wir treten nun in eine Zeit des Friedens ein. In eine Zeit geistiger Freiheit. Aber ich habe da nicht auch die Freiheit, noch ein paar Leute zu killen? Nö. Keine Morde mehr. Einen Mord noch? Keine Morde mehr. Das ist der schlimmste Tag meines Lebens. Wenn du ein Problem mit der neuen Ordnung hast, wende dich an unseren neuen Anführer. Unsterblicher Johannes. Der unsterbliche Johannes sei gepriesen. Der unsterbliche Johannes sei gepriesen. So, dann mache ich mich mal lieber auf die Suche nach diesem unsterblichen Johannes. Bla bla bla, das brauche ich nicht. Ich bin der allmächtige Alleswisser, ich weiß, wie das Spiel funktioniert. Ich habe hier einen Mauszeiger. Ich kann ein Schwert ziehen, ich kann ein Schwert wegmachen. Und ich kann mir Sachen angucken, zum Beispiel diese Hornkapelle. Was ist denn das? Ein paar Kerle spielen The Stars and Stripes Forever von John Philip Sousa. Okay, ich kann mit denen reden. Was kann ich noch? Kann ich die zwicken? Achso, applaudieren. Bravo, bravo. Ey, super. Da ist ein toter Typ, dem klaue ich jetzt irgendwas. Dann lasse ich in Ruhe. Okay, zeig mal her, was ist der? Jemand hat diesen armen Kerl noch ins Brustbein gestoßen. Ja, wer war denn das? Keine Ahnung. Feldmarschall. Komm mal her. Hallo. Was ist denn jetzt schon wieder? Wo finde ich den unsterblichen Johannes? Ungefähr 20 Schritte weiter rechts. Also ich kann ihn von hier sehen. Ich bin übrigens der einzige Gott mit 3 Händen. Pass auf, ich habe sogar 4. Egal. Dann bin ich nicht der einzige Gott mit 3 Händen. Ganesha gibt's auch noch, aber egal. Das ist wirklich nicht so schwer. Ja, kann ich bitte noch ein paar Leute umbringen? Nö. Wenn du ein Problem mit der neuen Ordnung hast, sprich mit dem unsterblichen Johannes, bla 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 bla. Da habe ich gar keinen Bock. Wann werde ich wieder morden dürfen? Niemals. Keine Morde mehr. Ja, okay, dann lass mal gut sein. Also zuallererst mal viel Glück. Danke für deine Dienste. Vergiss nicht, keine Morde mehr. Komm, dem klaue ich mal sein Schwert. Du schlägst zu wie ein Mädchen. Ach, liegt das vielleicht daran, dass ich ein Mädchen bin, du blöder Arsch? Ich weiß. Das war nichts als Beleidigung gemeint, nur eine Beobachtung. Da war mehr die Technik als Kraft. Sehr präzise.
Guter Schlag. Oh, okay. Danke. Hat dir gefallen, gell? Willst du noch einen? Quatsch. So. Okay, Moment. Freut der sich auch, wenn ich ihn haue? Quatsch. Autsch. Du hast mich buchstäblich am einzigen Teil meines Körpers getroffen, der nicht durch meine Metallrüstung geschützt ist. Oh, das stimmt. Das ist nicht fair. Tja, wie heißt es so schön? Wer das Visier hebt, bekommt ins Auge gepiekt. Sir. Habe ich noch nie gehört. Mal mit dir reden. Hallo. Wie können wir dir helfen? Ach nö. Hab schon alles durch. Keine Morde mehr. Ey, von dir lass ich mir gar nichts sagen. Das gibt eine Schelle. Bam. So, siehst du? Blöde Metallrüstung. Also, da waren wir schon. So. Es geht schon point-and-clickig los, wie ihr seht. Wer ist denn das da eigentlich? Leckt der ihm die Stiefel oder was? Was hat denn der überhaupt für Füße hier? Das ist ja schlimm. Naja, da ist ein hängender Leichnam. Lass mal gucken. Ein aufgequollen hängender Leichnam, dem eine Schere aus dem Rücken ragt. Ja, die Schere ist seltsam. Die ist mir auch schon aufgefallen. Die kann ich doch bestimmt nehmen. Ja, hier oben seht mein Inventar. Ich habe eine Schere. Kann ich jetzt diese Schere nehmen? Eine perfekt gebrauchsfähige Schnippschnappschere. Schön. Kann ich die nehmen und vielleicht dem Generalleutnant ins Auge stechen? Das will ich nicht. Hör auf zu meckern. Zack, hast du noch eine. Ist noch was? Geh weiter. Okay, alles klar. Ich würde mal sagen, wir gehen jetzt mal 10 Meter nach rechts. Was ist denn das da? Der Tod bei der Enthauptung eines Kadavers. Hallo Tod. Ich lasse ihn lieber seiner Arbeit nachgehen. Ja, ich will jetzt erstmal zu dem unsterblichen Johannes da gehen. Da ist er ja. All Hail Immortal. Wieso ist das Immortal Joe oder was? Was sind denn das für Glatzis? Speichellecker, Speichellecker, Speichellecker. Ich glaube, das sind Speichellecker. Komm her. Dir wamsch ich auch eine. Quatsch. Cool, ich habe gerade ein Achievement gekriegt. So, also, kann man mit denen auch reden vielleicht? Sie sind mit Unterwerfen beschäftigt, ja. Also, das ist der unsterbliche Johannes. Unsterblicher Johannes, der neue geistliche Führer des Nordens. Aha. Komm, ich hau ihn. Von hier aus kann ich auf seinen hochtrabenden Thron nicht erreichen. Ach, das ist natürlich schlecht. Da muss ich ja wohl reden mit ihm. Wie bitte? Wie kann ich dir helfen? Bist du unser neuer Anführer? Ich bin nur ein Mensch, ein Kind von Mutter Erde. Das Volk hat entschieden, mich als seinen Anführer zu sehen. Es hat mir eine Krone verliehen. Aber mein Leben ist nicht mehr wert als das meiner sogenannten Untertanen. Ich würde gern auf meinen Titel verzichten, aber das Volk hat entschieden, mir zu folgen. Und ich denke, ihr Wille steht über meinen persönlichen Wünschen. Wie bist du an den Namen unsterblicher Johannes gekommen? Vor Kriegsbeginn zwang der himmlische Petrus mich dazu, vom Glockenturm zu springen, in einer rituellen Mod-Zeremonie namens Wagnis des Glaubens. Eine grausame Tradition, um sich von der Verantwortung für Mod zu entbinden. Eines von vielen solcher Mittel, um uns unter Kontrolle zu halten. Das Volk. In einem Zustand erschrockener Unterwürfigkeit. Aber ich durchbrach die Kette, indem ich in einem vorbeifahrenden Heuwagen landete. Ich überlebte den Sturz mit nur einer leichten Gehirnerschütterung und ein paar lebhaften Albträumen. Das Volk hielt diese glückliche Fügung irrtümlich für ein Wunder und nannte mich den unsterblichen Johannes. Bist du jetzt echt unsterblich? Das bezweifle ich sehr. Aber ich denke, sicher kann ich da erst sein, wenn es zu spät ist. Kann ich jetzt weitermorden, bitte? Auf gar keinen Fall. Die hasserfüllte Regentschaft des himmlischen Petrus ist vorbei. Ich beabsichtige, ein gütiger Anführer zu sein. Ja, ein gütiger Anrührer. Ich glaube daran, dass alle Menschen gleich sind und dasselbe Maß an Glückseligkeit verdienen. Ich glaube an Freundschaft und Liebe. Ich glaube daran, dass wir alle gemeinsam eine gerechtere und wohlhabendere Gesellschaft aufbauen können. Ich glaube nicht an Mod. Wie kann man denn an Mod nicht glauben? Das ist doch nichts mit Glauben zu tun. Das kann man machen. Was man machen kann, kann man halt machen, ne? Ja. Was hat dich dazu bewegt, einen so lächerlichen Glauben anzunehmen? Aber echt, hey, was hat dich dazu bewegt? Glaub an mich. Guck mal, ich bin in einer Wolke. Ich habe 4 Hände und einen Pickel auf der Glatze. An mich muss man glauben.
Ich habe unter dem himmlischen Petrus genauso gelitten wie jeder andere. Ich habe das Volk im Aufstand gegen sein mörderisches Regime angeführt. Wir kämpften gemeinsam, die Soldaten des Südens, gegen Yoda ich bin, und trieben Petrus und seine Anhänger nach Hause. Männer, Frauen und Kinder kamen zusammen, um für die eine Sache zu kämpfen. Und wir haben etwas so Großes erreicht, von dem keiner es gewagt hätte, auch nur davon zu träumen. Dann wurde ich mir meiner alten, selbstsüchtigen Abwege bewusst. Die Macht des Volkes mit einem gemeinsamen Ziel der Zusammenarbeit. Es war eine Offenbarung, die mächtiger war als jede, die ich vor Gott erfahren hatte. Also entsagten wir seiner Worte und begannen untereinander nach Führung zu suchen. Junge, hat der viel zu erzählen, mein lieber Scholli. Okay, kenne ich dich nicht irgendwoher? Möglich. Ich war mal ein Protagonist, genau wie du. Ich glaubte, etwas Besonderes zu sein. Auf eine Art wichtiger als alle anderen. Ich dachte, ich hätte eine persönliche Mission im Leben und dass mein Verlangen, meine Ziele zu erreichen, alle möglichen schrecklichen Taten rechtfertige. Ach ja, du bist der Typ, der den Kuchenkönig ermordet hat. So ist es. Das war nur eine meiner zahlreichen Missetaten, zu denen ich durch meinen Egoismus getrieben wurde. Warte mal, du hast den himmlischen Petrus gar nicht getötet? Nö. Leider ist er zurück nach Süden geflohen, bevor wir die Möglichkeit dazu hatten. Aber es verstößt doch sicher nicht gegen deinen Glauben, wenn ich ihn töte. Nun ja, er hat meine Familie ermordet und versucht, mich umzubringen. Und obwohl er zum Volk gehört, gehört er nicht zu meinem Volk. Demnach, schätze ich, könnte ich ein Auge zudrücken. Ja! Ihr werdet es nicht bereuen, mein Herr. Auftrag angenommen. Aber streng genommen war das keine offizielle Aufforderung. Ihn nach Süden reisen, den himmlischen Petrus töten. Alles klar. Aber so war das doch gar nicht. Der unsterbliche Johannes sei gepriesen. Tschüss. Jawohl. So. Ahoi, Bootsmann. Kannst du mich nach Süden bringen? Ich könnte dich zu einem Lugger bringen, der dich zu einer Brigg bringt, die dich zu einer getakelten Pinasse bringen kann, die dich nach Süden bringen kann. Großartig. Lass uns ohne weitere Verzögerung aufbrechen. Aber bis ich meine Ruder nicht wieder habe, fahre ich nirgendwo hin. Was ist denn mit deinen Rudern passiert? Sie wurden von den Sanitätern im Feldlazarett beschlagnahmt. Wieso haben denn die Sanitäter im Feldlazarett die Ruder beschlagnahmt? Moment, ich muss mich mal mit 2 Händen kratzen hier. Ja, das ist eine gute Frage, ne? Um daraus Krücken und dergleichen für kriegsmüde Soldaten zu machen. Wenn du keine Ruder hast, wieso stehst du dann immer in deinem Boot? Ich bin ein Bootsmann. Ich muss das Boot bemannen. Das ist buchstäblich mein einziger Job. Und den gebe ich nicht auf, nur weil mir so ein paar Idioten meine Ruder geklaut haben. Hat er einen Punkt, finde ich. Schon mal seekrank geworden? Ich habe mal explosiven Durchfall bekommen, nachdem ich eimerweise Muscheln gegessen hatte. Ich habe meinen Hintern über die Reling gehalten und der Druck war so heftig, dass es mich vor Tagesanbruch 8 Achtelmeilen nach Nordosten verschlagen hat. Zählt das? Nein, das würde eher als Lebensmittelvergiftung durchgehen. Was machen die Männer da drüben eigentlich? Aber danke für die Albträume. Ja, also dann soll ich wohl losziehen und ein paar alte Ruder für dich finden. Hm? Ja, das wäre schön. Danke. So, was ist denn da los? Nackte Männer, die sich am Meer rangeln. Ein paar Kerle, die nackig in eine Balgerei verwickelt sind. Ja, mache ich lieber nicht mit. Wieso denn nicht? Komm, red's mal an. Will auch nicht reden. Es ist ja... Was ist nur abgelegte Kleider? Aus irgendeinem Grund haben diese Burschen beschlossen, sich vor ihrer Rangelei nackig zu machen. Vermutlich wollen sie sich ihre Wämser nicht schmutzig machen. Oder vielleicht wollen sie sich ihre Gürkchen schmutzig machen. Ja, das geht mich nicht an. Ich bin bereits makellos gekleidet. Schade, ich habe jetzt gedacht, ich kann da irgendwie was klauen. Da hinten kann man nichts pointen klicken. Wieso ist da eigentlich ein Cellist? Kann ich den hauen oder so? Bravo, bravo. Okay, alles klar. Was macht der? Ein Cellist mit grauer Perücke spielt die Suite Nummer 3 in C-Dur von Johannes Sebastian Bach. Ist ja super. So, lass mal da rüber gehen. So, ach, guck mal, der Krüppel, der hat, komm mal her, der hat Ruder. Ein einbeiniger Bettler mit ein paar unkonventionellen Krücken. Hier, einbeiniger Bettler, komm mal her. Hey, komm mal her.
Ja, Miss? Was ist mit deinem Bein passiert? Krieg! Geht das auch genauer? Ich wurde von einem Baummarder gebissen, während ich in einem Dickicht aus Azaleen kauerte. Die Wunde wurde septisch und man musste mir das Bein abnehmen, um zu verhindern, dass sich die Fäule auf meine Titten ausbreitete. Magst du Meerfenchel? Was ist das? Ja, das ist eine verdammt gute Frage. Was ist denn Meerfenchel? Keine Ahnung, irgend so ein Kraut oder so, denke ich. Ja, habe ich keine Meinung dazu. Cool. Guter Schnack. Genau, das mache ich jetzt auch. Ich gehe jetzt einfach zu irgendwelchen Leuten. Hey, pst, magst du Meerfenchel? Was ist denn das? Keine Ahnung, Kraut oder so. Weiß nicht, hab keine Meinung zu. Ja, yeah. Guter Schnack. Leist du mir deine Krücken? Wofür brauchst du sie denn? Ich reise nach Süden, um den himmlischen Petrus zu töten. Ich brauche die Krücken, um das Boot anzutreiben. Das mich zu dem Luca bringt, der mich zu dem Brick bringt, der mich zu der getakelten Pinasse bringt, die mich nach Süden bringt. Nun ja, ich hasse den himmlischen Petrus zwar, ohne ihn hätte ich noch 2 ganze Beine, aber als strikter Anhänger der Lehre des unsterblichen Johannes, ich glaube, meine eigenen Begehrlichkeiten sind gegenüber denen des Volkes zweitrangig. Also muss ich Es fragen. Ist er Saarländer oder was? Okay. Hey Leute, soll ich diesem Mädel meine Krücken geben, damit sie den himmlischen Petrus abmurksen kann? Nee, ich traue ihr nicht. Ich enthalte mich der Stimme. Wie traurig. Auf keinen Fall. Diese verwöhnte Göre hat bereits Socken und Schuhe. Warum sollte sie jetzt auch noch Krücken kriegen? Tut mir leid, das Volk hat gesprochen. Gib mir deine Krücken. Hey, ja, Miss. Bam! Du hast mein Gesicht und meine Gefühle verletzt. Einfach mal eine gewamscht. Guck mal her, kann man das nochmal machen? Hey! Ja, Miss. Bam! Was ist denn das? Wir haben noch ein Achievement gekriegt, weil ich einen Krüppel gehauen habe. Das ist ja Wahnsinn. Das hat mir noch im Spieleleben gefehlt. So, da ist ein ruhender Ritter. Komm mal her, ich guck mal den ruhenden Ritter mal an. Ein langhaariger Ritter, der im Schoß einer Dame schmachtet. Was schmachtet denn der? Komm, ich hau ihn mal. Ich schätze es nicht, einen Mann zu treten oder schlagen, wenn er am Boden liegt. Ach komm! Dann reden wir halt mit ihm. Hallo. Wie kann ich dir helfen? Kannst du mir helfen, nach Süden zu kommen? Und sowas habe ich keine Ahnung. Ich werde den himmlischen Petrus töten. Wunderbar. Der himmlische Petrus ist ein Schurke. Einmal hat er auf den Vorteig von meinem Malzbrot gefurzt. Wer macht denn sowas? Und die Hefe ging so weit auf, dass das Strohdach von meiner Küche anhob. Oh Mann, was ist denn das für eine Kacke? Ja, genau, was ist das für eine Kacke? Wie läuft's denn so? Wir stehen in der Schlange vor dem Feldlazarett. Achso, ja, okay. Um was für Verletzungen handelt es sich? Seine Haare sind so lang, dass sie ihm in die Augen pieken. Es klingt jetzt aber nicht sehr ernst. Das Leid ist relativ zur Mühsal eines Mannes. Dieser arme Kerl hatte bisher ein schönes Leben. Heul doch. So, egal. Was war dem sein Problem? Sag mal her, komm, ich laber ihn mal an. Alles okay? Der hat sich enthalten. Nö. Wieso so verdrießlich, Alter? Ich war seit 6 Tagen hier, aber die Schlange hat sich kein Stück bewegt. Um was für Verletzungen handelt es sich? Ich habe einen Moment der existenziellen Verzweiflung. Seit 6 Tagen oder was? Also ich werde den himmlischen Petrus töten. Ja, wird auch Zeit. Der himmlische Petrus ist der Quell all unserer Sorgen und Nöte. Die Liste seiner Verbrechen ist länger, als es die Haare dieses armen Mannes sind. Und die Haare dieses armen Mannes pieken ihm in die Augen. Die sind also schon sehr lange. Kannst du mir helfen, nach Süden zu kommen? Ich kann niemandem helfen. Nicht bei einem solchen Verhalten. Ja. So. Und der da hat gemeckert, dass ich Socken habe. Stimmt, der hat nämlich... Guck mal her. Den pieks ich. Kann ich ihn pieksen? Jetzt liegen die alle am Boden. Oh, da steht noch wer. Ich gucke mir mal an. Eine bemitleidenswert aussehender Ritter ohne Schuhe. Achso. Hallo? Was willst du? Kannst du mir helfen, nach Süden zu kommen? Sehe ich etwa aus wie ein Matrose? Nein, wie ein griesgrämiger Ritter. Ich schlag vor, du suchst dir ein Schiff, wenn du nach Süden willst. Ach, mach Sachen, hey. Ich werde den himmlischen Petrus töten. Schön für dich.
Der himmlische Petrus ist der schlimmste von allen. Er hat sich an meinem Haus vergangen und meine Frau geplündert. Okay. Was machst du da unten? Darauf warten, dass der Doktor mich ansieht. Um was für Verletzungen handelt es sich eigentlich bei dir? Meine Stiefel sind weg und jetzt sind meine Zehen kalt. Wow. Ich denke, du brauchst einen Schuster oder Schuhmacher, aber keinen Doktor. Der Doktor ist der Schuster. Oh. Er wurde befördert, nachdem der letzte Bursche einen Speer ins Zwerchfell bekommen hatte. Ja, tschüss. So, da ist die Wache. Erstmal Wache hauen. Denk nicht mal dran. Okay. Ein stattlicher Wächter, der eine Tür bewacht. Verzeihung. Ja. Zur Seite. Ich muss ins Feldlazarett. Das Lazarett ist ausgelastet. Du musst dich hinten anstellen. Kann man dich bestechen? Kann man nicht. Und jetzt? Ich gehe wieder. Deine Rüstung sieht aber ganz schön teuer aus für jemanden, der bloß Wache schiebt. Ich habe diese Rüstung nicht gekauft, sondern ihren Vorbesitzer umgebracht. Okay. Komm, der kriegt auch Applaus. Ja, hier, komm. Machst du gut. Keine Ahnung, was du gerade spielst, aber machst du gut. Bravo. So, jetzt pass auf. Also da unten lagen auf jeden Fall Socken. Hoppala. Da müssen wir, da müssen wir da runter. Da so. Da unten lagen auf jeden Fall Socken von den Nackedeis. Und die Nackedeis, den kann man doch die Socken klauen, oder? Guck mal, da abgelegte Kleider, die nehme ich mir jetzt. Ich werde einfach diese ekelhaften Socken aus dem Stapel befreien. So, das ist doch schon mal gut. So, was haben wir hier? Abgelegte Kleider, die nehme ich auch mit. Ich habe bereits die Socken geklaut. Ich will nicht gierig sein. Okay. Keine Ahnung, was man mit denen da macht. Also, die Socken kann ich auf jeden Fall dem da geben. In erstaunlich gutem Zustand. Also, ich muss die da rüberziehen. So, umliegender Ritter. Guck mal hier. Ich habe ein paar Socken für dich gefunden. Zack. Danke. Sehr freundlich von dir. Das werde ich dir so schnell nicht vergessen. Ja, das ist jetzt... Okay, das lass mal reden. Hallo? Was willst du? Tschüss. Ja. Ah, ich wollte wieder runtergehen. Bin ich runtergegangen. Das war doof. So. Lass mal reden. Bringst du mich jetzt nach Süden? Ich habe dir doch gesagt, bis ich meine Ruder nicht wieder habe, kann ich dich nirgendwo hinbringen. Ja, das stimmt, das hat er gesagt. Soll ich wohl losziehen und ein paar Ruder finden für dich? So. Was habe ich denn eigentlich noch? Ich habe eine Schere. Ah, eine Schere, ja klar. Jetzt schneide ich dem da die Haare. Guck. Zack. Möchtest du meine Schere benutzen? Danke. So, jetzt schneidet sie ihm die Haare. Schön. Hallo. Wie kann ich dir helfen? Okay, der ist nicht zu helfen. So, jetzt bin ich meine Schere los. Und was ist jetzt dem sein Problem? Ich hau ihn einfach. Oh, na. Alles wird gut. Ich weiß die Geste zu schätzen, aber ich sehe keine Beweise, die deine Behauptung unterstützen. Na. Alles wird gut. Okay, komm her. Hey. Ja, Miss? Leihst du mir jetzt deine Krücken? Ich weiß nicht. Mal überlegen. Hey Leute, soll ich diesem Mädel meine Krücken geben, damit sie den himmlischen Petrus abmurksen kann? Jetzt pass auf. Ja, sie scheint ganz cool zu sein. Ja, warum nicht? Gebt dieser zechenerwärmenden Prinzessin, was immer sie will. Verflixt. Schätze, von nun an muss ich durch den Dreck riechen. Hier. Bom. Danke. Kein Problem. Ja, cool. Diese Krücken könnten echt gute Ruder abgeben. Ja, das habe ich auch vor. So, ich habe Ruder gefunden. Mensch. Ist ja Wahnsinn. Hat nur 24 Minuten gedauert. So. Sorry, ich bin immer noch in anderen Point-and-Click. Da muss man nur anklicken und nicht rüberziehen. Das ist, ich habe dir ein paar verdammte Ruder besorgt.
Kannst du mich jetzt zu deinem Luca bringen, der mich zu einem Brick bringen kann, der mich zu einer vollgetagelten Pinasse bringen kann, die mich nach Süden bringen kann? Ja klar. Mach uns einfach vom Anleger los und spring rein. Tau. Mit Knoten kenne ich mich nicht so aus. Laber nicht. Zack. Nimm das Schwert. Alles klar zum Ändern. Leine los. Hä, wieso hupen denn die Boote? Das sind Segelschiffe, die hupen doch nicht. Das weiß ja sogar ich. So. Ja. Pumpf. Okay. Alles klar, wir sind gestrandet. Landet. Am Strand. Oder so, keine Ahnung. So, hier sieht's aber fesch aus. Hier ist es nicht, das ist ja eine richtig große Stadt. Guck mal, da gibt's eine Kirche. Hier ist es, ne, renn doch nicht so schnell. Mädel muss auch mal was trinken. Hoppala. Wieso sind da hinten halbnackte Frauen? Oh, cool. Einfach mal mitgegangen. Danke fürs Mitnehmen. Zu Fuß wäre ich niemals so weit nach Süden gekommen. Kein Problem. Was hast du so weit im Süden überhaupt zu suchen? Ich schätze, ich fliehe vor dem Heiligen Krieg. Der Heilige Krieg ist vorüber. Wir haben gewonnen. In einem Krieg gibt es keine Sieger, Lady. Tja. Das ist doch kein Esel. Eins deiner Räder scheint kaputt zu sein. Aber dieser massiven Statue des himmlischen Petrus nach zu urteilen, ich würde sagen, ich habe mein Ziel erreicht. Geht mir sonst wo vorbei. Mach's gut, dumme Kuh. Genau so. Okay. Zieh dir meinen gewaltigen Schlüssel an. Okay. Was hast du in unserer Stadt zu suchen? Ich bin hier, um einen Tyrannen zu ermorden. Okay, dann lass mal dein Tyrannenmordvisum sehen. Ich habe kein Tyrannenmordvisum. Tja, ohne ein gültiges Visum können wir dich nicht reinlassen. Sieh dir meinen gewaltigen Schlüssel an. Sieh dir seinen gewaltigen Schlüssel an. Aber mal im Ernst. Wir können nicht jeden dahergelaufenen Pöbel in unsere Stadt holen. Verpiss dich. Du blöde Kuh. Wer ist jetzt die dumme Kuh? Ja, du bist immer noch eine dumme Kuh. So, ja, wir beide, schätze ich. Oh ja, Mist. Kannst du mir helfen, in die Stadt zu kommen? Ach, auf einmal brauchst du meine Hilfe? Ja, bitte. Nun ja, ich bin eine beurkundete Schneckenhaushändlerin mit einem gültigen Handelsvisum für den Schneckenhaushandel. Also könnte ich dich hinten auf meinem Schneckenhauswagen in die Stadt bringen. Aber bevor ich nicht dieses Rad repariert bekomme und meinen Esel aufgemuntert habe, fahre ich nirgendwo hin. Sag das bitte nochmal, ich habe nicht zugehört. Ich sagte, ich könnte dich hinten auf meinem Schneckenhauswagen in die Stadt bringen. Aber bevor ich nicht dieses Rad repariert bekomme und meinen Esel aufgemuntert habe, fahre ich nirgendwo hin. Die hat's ja wirklich jetzt nochmal gesagt. So, was ist denn mit deinem Esel? Der ist traurig. Warum ist denn der traurig? Ich muss ihn aufmuntern, bevor ich weiterfahren kann. Was ist mit deinem Rad? Das ist kaputt, das sehe ich hier. Ja, genau, es ist kaputt. Wenn ich weiterfahren will, muss ich ein neues finden. Ja, dann kümmere ich mich mal darum. Prima, tschüss. Okay, erstmal, was machen denn die da oben? Ein kleines Kammerorchester spielt an der Spitze einer ordentlich getrimmten Kiefer das Kammerkonzert in F-Dur von Antonio Vivaldi. Ist ja Wahnsinn. Komm, hier klatschen ein bisschen, oder? Huch. Klatschen will ich, Junge. Klatschen. Bravo! Mensch, macht er gut. Was ist denn das eigentlich, eine Statue? Zeig mal her. Sieht aus, ist das Toad? Er hat so einen Pilzkopf, weißt du? Eine riesige, protzige, goldene Statue des himmlischen Petrus. Ich schätze, hier bin ich richtig. Kann ich die umschmeißen oder so? Das ist bloß eine Statue. Ich spare mir meine Aggression für den echten auf. Kann ich, Heftig, himmlischer Petrus. Heftig. Weh mir einen. Und überhaupt. Oh, kaputter Schneckenhauswagen. Zeig mal her. Na, aber ein schneller hier. Das sind jetzt mal eine Menge Muscheln. Ja, das stimmt. So, was ist denn Frau auf Esel? Die gucke ich mir jetzt mal an.
Was gibt's denn da zu glotzen? Nix. Verzeihung. Aber da kann ich rausgehen. Aber ihr wisst... Ich will noch mal mit dem Typen da reden. Ne, ich hau ihn. Komm her. Ich hau ihm einen drüber und dann ist gut. Quatsch. Autschi. Du kriegst auch eine. Komm her, Mädel. Nein. Jetzt habe ich ihn nochmal gehauen. Ich wollte die Frau hauen. Okay, dann rede ich halt mit ihm. Verzeihung. Ja. Was soll dieser gewaltige Schlüssel? Das ist der Schlüssel für die Stadttore. Mann, ich bin der Torwächter. Hallo? Wo bekomme ich ein Visum? Du musst es im Büro des Stadtschreibers beantragen. Wo finde ich das Büro des Stadtschreibers? Lass mich raten. In der Stadt, in die ich nicht reinkomme, weil ich kein Visum habe. Ja, in der Stadt. Also komme ich nicht ohne Visum in die Stadt. Und kriege kein Visum, ohne in die Stadt zu kommen. Tja, hast du Scheiße an den Hacken, hast du Scheiße an den Hacken. Ich hasse euch. Auf Wiedersehen. Frechheit. So, ihr wisst, wir gehen immer zuerst nach links, weil wir immer zuerst nach links gehen, deshalb. So, und wir gehen sehr langsam nach links. Ach komm, jetzt lauf mal ein bisschen schneller hier. Behalte deine kürzlich gekreuzigten Verwandten so in Erinnerung, wie Gott es gewollt hat. Mit Gedenk-T-Shirts. Schön. Frau umgeben von abgetrennten Köpfen. Ach, das habe ich noch gar nicht gesehen. Abgetrennte Köpfe, abgetrennte Köpfe. Was ist denn das da? Typen am Kreuz. Noch mehr Typen am Kreuz. Ein Flötist. Bravo, Flötist. Bravo. Guck mal, der tanzt auf einem Bein. Bravo. Was spielt er denn? Was flötet er denn? Ein eleganter Flötist, der Beethovens Quartett Nummer 10 in E-Dur spielt, während seine Kniehose in Flammen steht. Wo steht denn seine Kniehose in Flammen? Laber doch nicht. Okay, also zuallererst mal will ich mir so einen abgetrennten Kopf da mal aus der Nähe angucken. Eine Sammlung abgetrennter Köpfe. Ach, mach Sachen. Hä, wieso steht denn der Fuzzi da hinten im Eimer? Manche frischer als die anderen. Also der da, warum steht denn der Flötist da? Ich laber ihn mal an. Didel, also geht nicht. So, dann kann ich da einen mitnehmen. Leist du mir einen deiner Köpfe? Na klar, man kann nie wissen, wann man eine von Maden zerfressene Birne braucht. Habe ich nicht recht? Danke. Das war scherzhaft gemeint, du dumme Kuh. Oh, zu spät. Musst du nicht zurückgeben. So. Also. Sie scheint T-Shirts mit den Gesichtern der gekreuzigten Männer drauf zu verkaufen. Ach, mach Sachen. Ich will so ein T-Shirt. Ich lege mich lieber nicht mit jemandem an, der sich umgeben von so vielen abgetrennten Köpfen so wohl fühlt. Komm, wir labern uns mal an. Hallo. Ja, hallo. Und was geht? Ich verkaufe Kreuzigungs-Merchandise, damit die Angehörigen der frisch gekreuzigten ein Andenken an ihre Lieben mit nach Hause nehmen können. Ist eine ziemlich einträgliche Sache. Was willst du mit den abgetrennten Köpfen? So ein T-Shirt ist zu klein für ein Ganzkörperbild. Aber es fällt mir schwer, die Köpfe ohne die Schultern zu zeichnen. Darum verwende ich diese abgetrennten Köpfe als Vorlage. Sorry, ich muss dann manchmal husten hier vor Lachen. So, ich würde gerne ein paar deiner schönen Kreuzigungsandenken kaufen. Hast du Münzen? Nö. Sorry, keine Münzen, kein Merch. Ja, wer kennt es nicht. Ich darf mich formvollendet verabschieden. Oh, ihr sagt mir Lebewohl? Hosianna. Was für eine Ehre, was für eine Fügung, einen derartigen Diskurs mit einer derartigen Dame zu führen. Ohne Zweifel eine Königin angesichts der Schicklichkeit ihrer Ausdrucksweise. Verpiss dich. Ich guck mir den mal an da. Er hat eine Badhose an. Er sieht aus wie ein aufgeregter osteuropäischer Turmspringer. Lass mal betatschen hier. Ja, kommt so nicht dran. Ich glaube nicht, dass er in Stimmung für ein Päuschen ist. Pläuschen. Pläuschen. Ein Pläuschen. Der will nicht labern. So, Typen am Kreuz. Komm her, Typ am Kreuz. Willst du vielleicht labern mit mir? Nee, die will auch nicht labern.
Was ist denn mit dem Flötist los? Warum hüpfen der so blöde da rum überall? So, lass mal. Kann man auch nicht dran. So, dann gehen wir halt weiter da links rüber. Da war noch irgendwas, habe ich gesehen. Da hing nämlich noch einer. Huch. Ja. Huch. Huch, was ist denn hier los? Gefolterter? Folterknechte? Also, wieso ist denn da so ein kleiner Mann? Lautenweib? Metrognom. Mann an einen Baum gebunden. Das da hinten sieht lustig aus. Was machen die da? Sieht hübsch aus. Und du da? Nackter Bogenschütze. Komm her, denn ich komme nicht an sein Gesicht. Was willst du denn auch an Gesicht? Und ich will keinen Schnellschuss auf seine Eier riskieren. Komm mal her. Ja, guck ihn mal an. Ein nackter Mann, der mit einem Langbogen auf einem Felsen steht. Hallo. Kann ich dir helfen? Was machst du da oben? Ich spiele Schieß dem albernen Mann den Apfel vom Kopf. Ach so, ach, der mit dem Pfeilen im Bauch. Wo sind deine Klamotten? Ich habe keine. Ich bin nackt. Und was machst du im Winter? Da bleibe ich in Bewegung. Schieß dem Kerl jetzt den verdammten Apfel vom Schädel oder nicht? Hetz mich nicht. Okay, jetzt bin ich soweit. Guter Schuss. Ein Bogen abzufeuern ist ganz einfach, wenn dein Hintern den Elementen ausgesetzt ist. Achso, ja, okay, Apfel, den nehme ich mir mit, oder? Kann ich bitte meinen Pfeil wieder haben? Klaro. Ich habe mich voll und ganz der Infanterie verschrieben. Ich könnte mit dem Ding sowieso nichts anfangen. Also. Danke. Ein praller roter Apfel. Hey, den kann ich vielleicht dem Esel geben. Oder so. So, aber erstmal will ich mit dem, was ist denn das da? Ein Metrognom. Ein winziger, tadellos gekleideter Zeitmesser. Kann man den mitnehmen? Ich leg mich lieber mit jemandem in meiner Größe an. Ich will ihn nicht aus dem Rhythmus bringen. So, und du bist? Ein leicht finster dreinblickender Lautenspieler spielt die Fantasia von John Dowland. Ja, komm. Bravo. Sorry, aber bei Musikanten, da muss man immer... Okay. Ich habe gerade gedacht, ich kann den Zwerg den Kopf kürzer machen. Das fand ich irgendwie gerade witzig, so die Idee. So, was ist eigentlich mit dir los? Ja, hallo. Bitte lass mich einfach in Ruhe. Der wurde schon genug gelöchert. Was ist denn hier los? So, Folterknechte. Na. Ein paar Spießgesellen rösten einen Thunfisch gut. Ich weiß ja nicht, ob Spießbraten die beste Art der Bestrafung ist, aber wenn man vorhat, jemanden zu rösten, gibt es definitiv nichts Besseres. So. Hallo. Was willst du denn? Es geht ab. Wir foltern einen Dieb, nicht wahr? Kochen seine Eingeweide und so. Au. Autsch, kommt hin. Was hat der arme Kerl verbrochen, um solch ein Schicksal zu verdienen? Er hat dem gottverdammten Schuster die Zange geklaut, nicht wahr? Und als wir den Schlingel auf frischer Tat ertappt haben, hat er den verfluchten Beweis einfach runtergeschluckt. Er hat die Zange geschluckt? Das klingt nach einer Freiheitsliebe, die belohnt werden sollte. Oder nach einem Maß an Dummheit, das zum Kichern ist. Glaubt ihr wirklich, körperliche Folter ist eine wirksame Form der Bestrafung? Findet ihr nicht, dass ein System der Rehabilitation und Wiedereingliederung humaner wäre? Stellst du etwa die Methoden des himmlischen Petrus in Frage? Denn das wäre Ketzerei und die können wir dir locker ein paar Tage auf die Folterbank. Können wir euch dafür stecken. Oh nein, ich habe nur Spaß gemacht. Ich liebe Folter. Weitermachen. Immer schön weitermachen. Worauf du einen lassen kannst. Mit der Gemeinschaft der Folterknechte lege ich mich besser nicht an. Die Burschen wissen wirklich, wie man jemanden dazu bringt, etwas zu bereuen. Nun gut. Kann man mit dem auch reden hier? Hallo. Immer schön weitermachen. So. Achso. Ja, pass mal auf. Also, ich habe ja jetzt einen Apfel. Huch. Hallo? So, jetzt hat. Ich habe ja jetzt... Oh, guck mal, da geht's noch weiter. Was ist ein Stinktier? Mal das anfassen.
Es stinkt. Oh Gott, wie das stinkt. Kann man das mitnehmen? Also, ich habe ja eben schon angefasst. So einen abscheulichen Gestank habe ich noch nie gerochen. Was mache ich denn jetzt mit dem blöden Stinktier, außer... Kann man mit dem reden? Worte funktionieren nicht bei Wildtieren. Die interessieren sich nur fürs Fressen und für Sex. Fressen. Das ist ein riesiges, stinkärschiges Stinktier. So, was ist denn mit dem da los eigentlich? Hier, hallo? Der will auch kein Pläuschen. Mann, auf dem Rad. Warte. Kann ich das Rad da nehmen? Er kommt nicht dran. Sie. Was mit dir? Typ am Kreuz. Kann ich vielleicht das Kreuz... verdächtig hotspotiger Pfosten. Was man da wohl machen kann. Mann auf Rad. Das stecke ich einfach mal ein. Ich dachte jetzt, die macht den vom Rad los oder so. Aber nö, der hängt jetzt noch am Rad und wir haben ihn einfach eingesackt. Oh, was ist denn da hinten los? Achso, da waren wir ja schon. Nee, da will ich nicht hin, ihr seid doof. Kann ich eigentlich... Moment, ich habe mit dem, der gerüstet wird, noch gar nicht geredet. Das muss man natürlich noch machen hier. Da, Gefolterter. Komm her, ich rede mal ein bisschen mit dir. Das ist nicht zu einem Gespräch in der Lage. Ja, schade. Ja, okay, haben wir auch schon probiert. Ich dachte mir, ich tue jetzt einfach mal irgendjemand, kann ich den da pieksen oder so? Hallo, kann ich dich pieksen? Ich mache keine Gnadentötungen, nicht mein Stil. Nun denn, guck mal, das ist ein kleines Jesuskreuz. So, dann haben wir ja der Frau schon alles gegeben irgendwie. Komm mal her. Na, nicht töten. Einfach nur hingehen erstmal. Pass auf. Wir nehmen den Apfel, achso ja, ein praller roter Apfel und geben ihm dem Esel. Okay, dann geben wir ihm der Frau auf dem Esel. Und die könnte ihn dem Esel geben und der freut sich dann. Ah, guck mal, wir geben ihn. Das sollte ihn ein wenig aufmuntern. Danke. So, jetzt pass auf, wir haben nämlich noch einen Mann am Rad. Kann ich das da einfach dran machen? Ich kann. Hallo? Was ist denn jetzt los? Klappe, Heidin. Das müsst ihr jetzt erstmal halten. Danke. Hilfst du mir jetzt in die Stadt zu kommen? Nö, will gar nicht in die Stadt. Ich habe ein wenig geflunkert, damit du mir hilfst. Ich bin gar keine Händlerin, aber ich liebe diese geilen Schneckenhäuser. Mach's gut, dumme Kuh. Ah, geil, da hängt er noch dran. Ist das schön. Was lacht denn der so blöd? Echt abgefahren. Ey, echt jetzt. Du hast uns nicht gesagt, dass du ein treu doofes Landei bist. Das Einzige, was wir mehr lieben als hochqualifizierte Arbeiter von hoher Dringlichkeit, sind treu doofe Landeier. Unsere gesamte Wirtschaft basiert auf der Verwertbarkeit von treu doofen Landeiern. Hiermit gewähre ich dir freien Zugang zu unserer Stadt sowie ein unbegrenzt gültiges treu doofes Landei-Visum. Sieh dir meinen gewaltigen Schlüssel an. Sieh dir seinen gewaltigen Schlüssel an. Ihr seid echt nicht zu fassen. Cool, ich bin in der Stadt. Auf der anderen Kanalseite erkenne ich den Dom. Ja. Oh! Die Kathedrale. Was ist ein Basilika? Ist das ein Basilikum? Das Basilikum des heiligen Petrus. Ja. Basilikum ist ein Gewächshaus. Oha, das war seltsam. Ich glaube, ich weiß jetzt, wo der himmlische Petrus zu finden ist. Zuallererst will ich aber noch mal rausgehen. Wenn ich ja jetzt rein und rausgehen kann, wie ich will. Denn da rechts, da gab es noch irgendwas zu gucken. Da will ich natürlich erstmal hingehen. Wobei ich mir nicht sicher bin, ob es da irgendwas zu gucken gibt. Jetzt bewege dich doch mal ein bisschen schneller, Mädel. Hab hier nicht ewig Zeit. Was ist denn hier los? Komm schon, Steve. Komm, ich bring dich nach Hause zu deiner Frau. Ich will nicht zurück.
Nur noch ein paar Stunden, ja. Du vergeudest die Blüte deiner Jahre, indem du dich in einem leeren Grab totstellst. Denk an all den Nervenkitzel, den du sehen könntest, wenn du da oben stehst. Denk an all die Streiche, die du den Leuten mit angezogener Hose spielen könntest. Aber es ist so friedlich da drin. Jetzt ist er tot. Okay. Das war seltsam. Olle riesige Beeren. Das sind ein paar riesige, olle, lila Beeren. Kann man die essen? Wahllos Beeren in dich hineinzustopfen, die du in einem Wald voller Leichen findest, klingt nicht ungefährlich. Außerdem ist Obst was für Memmen. Ja, dann nimm mit. Ich brauch keine Beeren. Schon mir doch keine, ohne triftigen Grund keine klebrigen Finger. Nun. Gehörnte Männer. Haben die jetzt wirklich Hörner oder sind es gehörnte Männer? Ein paar finster dreinblickende Hornisten. Ach so, die einen besonders dramatischen Teil von Wagners Siegfried raushauen. Ja, da kommt ein Applaus. Das muss so sein. So, gut. Bravo. Da ist ein Grab. Lass mal lesen, was da drauf steht. Da ist ein toter Typ. Komm, dann hau ich. Piep, piep. Ich versuche hier zu schlafen, Kollegin. Ah, schlafender Bursche. Piep, piep. Okay, sieht aus, als würde er schlafen. Hallo? Verpiss dich. Oh, der hat ein Buch. Ein großes, ausgefallenes, ledergebundenes Buch. Bitte unterlasse es, mein Buch zu stehlen. Ich kann nicht schlafen, wenn ich nichts im Arm neben habe. Das kenne ich. Ich habe so ein Seitenschläferkissen. Das ist voll cool. Da kannst du dann so einknuddeln und so. Das ist voll cool. Das Problem ist, sobald ich dann aufhöre, das Kissen zu knuddeln und es liegt neben mir, kommt meine Katze und legt sich auf das Kissen drauf. Dann kann ich es nicht mehr knuddeln, weil dann meine Katze motzt. Also, solange du nichts für mich hast, ist das noch kuscheliger ist als dieses Buch. Wohl kaum. Ich liebe dieses Buch nämlich. Verpiss dich. Wir haben was. Pass auf, hier. Kannst mit dem da knuddeln. Ganz schöne Kopfnuss. Okay, das war es kapiert. Kopfnuss. Ja, ich hab's kapiert. Ja, ein Wortspiel. Komm. Ist ein dummes Wortspiel. Wie komme ich denn hier raus? So. Da ist ein Knochenhaufen. Zeig mal her. An welchem Punkt wird aus einem Knochenhaufen ein Skelett? Man braucht ein vollständiges Set, klar. Aber muss man es in der richtigen Reihenfolge aufbewahren? Weiß nicht, nimm einfach mit. Ich will keinen Haufen ekliger alter Knochen. Wieso nicht? Red mal. Hallo, Knochen. Ah, Knochen können gar nicht sprechen, du Narre. Da oben ist noch ein Baum, der verdächtige Hoden dran hat. So, gehörnte Männer. Da ist ein Felsbrocken. Den gucken wir mir jetzt mal an. So. Dieser Felsbrocken. Felsbrocken blockiert den Eingang zu einer Art Höhle. So, jetzt hab ich's. Kann man den hauen? Ich will meine Klinge nicht besuchen. Okay, kann man... Moment, machen wir die Klinge weg. Kann man den an... drück doch, Mädel! Zu schwer, um ihn allein zu bewegen. Achso, kann man den ansprechen? Hallo? No response. Okay. Was gibt's da unten? Der arme Steve. Hey, armer Steve. Er ruht jetzt in Frieden. Nun denn, zeig mal her. Armer Steve. Er ruht jetzt in Frieden, der arme Steve. So übel sind die gar nicht. Okay, ich wollte gerade... Okay, ich komme hier irgendwie nicht wirklich weiter. Da hinten kann ich nicht hingehen. Ich bekomme den Felsbrocken nicht weg. Kann ich da vielleicht die Hecke schneiden? Keine Ahnung. Der einzige Rotton, der die Klinge dieses Schwertes zieren wird, wird das Blut meiner Feinde sein. Okay, alles klar. So, wir gehen mal zurück in die Stadt. Mal gucken, was da los ist. Ah, das ist wohl dann ein Rätsel fürs nächste Mal. So, jetzt schlappt die da gemütlich umher. Ich habe mir vorhin eine Flasche Sprudel geholt. Ich weiß nicht, wo ich so hin habe. Wollte ich mal was trinken. Nix da. Müsste halt weiter mit meinem Geschmatze leben. So, wir gehen jetzt in diese Stadt. Und dann gucken wir erstmal uns in dieser Stadt ein bisschen um. Was es denn da Feines gibt. Also hier sind ein Haufen Leute. Eine Menge eifriger Witzfiguren. Warum sind denn das Witzfiguren? Ist das ein Karnevalsverein oder was?
Eine eklektische Auswahl an Wahnsinnigen, Schwachköpfen und Einfallspinseln. Kann man die klauen? In dem Kampf wäre ich wohl ein wenig in der Unterzahl. Ja, das stimmt. Kann er mit denen reden? Mit den Typen lässt sich nicht reden. So, da ist eine Tür. Da ist eine Tür. Ja, das habe ich gerade gesagt. Achso, die Menschenmenge steht vor der Tür. Achso, da komme ich da nicht hin. Okay, dann lassen wir das erstmal. Was ist denn das da? Ein fröhlicher Städter. Ein Haufen fröhlicher Städter, die ein Mittagessen im Freien genießen. Kann man irgendwas klauen? Ich will nichts klauen hier. Unglaublich, aber wie hat er... Hallo, fröhliche Städter. Hallo, seltsame Lady. Bist du so eine Art Zauberer? Ich bin die beste Art Zauberer. Ein barbeißiger, selbstgefälliger Straßenzauberer. Was für Tricks hast du denn so drauf? Sämtliche Klassiker. Kartentricks, Kaninchen aus dem Hut, auf dem Wasser wandeln. Dann gibt's da einen, bei dem es so aussieht, als würde ich schweben. Aber in Wirklichkeit stehe ich bloß auf Zehenspitzen vor ein paar leichtgläubigen, vorgehypten Landeiern, um ihre Reaktion aufzunehmen. Und dann schneide ich eine Einstellung rein, in der ich für die Fernsehbearbeitung von einem Kran angehoben werde. Wie gesagt, sämtliche Klassiker. Zeigst du mir einen Trick? Tut mir leid, du hast gerade einen verpasst. Komm in ein paar Stunden wieder. Ich arbeite gerade an etwas Berauschendem. Wieso hast du da einen kleinen Jungen an der Leine? Stimmt! Ich glaube nicht, dass dich das was angeht. Okay. Entschuldige, ich komme einfach nicht über diesen kleinen Jungen mit einer Leine um den Hals hinweg. Macht er keinen Kopf, dem geht's gut. Okay. Echt jetzt, was ist mit dem Kleinen? Dazu wirst du von mir nichts Genaueres erfahren, fürchte ich. Okay, dann werde ich jetzt weitergehen. Okay. Ich will aber eigentlich gar nicht weitergehen. Ich will mit den fröhlichen Städtlern... Ah nein, ich will mit auch irgendwie noch labern. Und zwar... Achso, man kann gar nicht einzeln. Was macht der da? Der trinkt was? Okay, alles klar. Dann werde ich jetzt wirklich weitergehen. So. Achso, ich bin noch gar nicht weitergegangen. Bin hier schon fleißig am Umgucken. Da kam ich her. Pfeifentröter. Zeig mal her, was sind Pfeifen und Tröten? Zwei Pfeifer spielen Tho Philomela Lost Hurloff von Thomas Morley. Ja, komm. Applaus ist des Künstlers Brot. Friss meinen Applaus. Da ist eine Ziege. Da ist eine Tür und da ist eine Tür. Dann nehme ich doch mal glatt diese Tür in Augenschein. Oh, da ist ein Fährmann. Kann man da einfach rübergehen mit dem und der bringt mich zur heiligen Basilikum? Das ist eine Tür. Ich weiß, dass das eine Tür ist, du Affe. Geh da rein. Wir öffnen um 9. Hallo? Wir öffnen um 9. Okay, dann gehe ich halt an diese Tür. Ja, das ist eine Tür. Ich weiß, dass da eine Tür ist. Hallo? Da ist gar nichts. Okay, da ist der Fährmann. Komm her. Fährmann. Erstmal den Fährmann antatschen. So ein bisschen an Boppes hauen. Das mögen die. Quatsch. Es gehört sich nicht, einem Mann auf dem Hinterkopf zu schlagen. Quatsch. Das ist besser. Er hat mich ja angeguckt. Ich habe nicht auf den Hinterkopf gehauen. So. Ein dickwanstiger Fährmann, der eine Fähre bemannt. So. Verzeihung, wie kann ich dir helfen? Kannst du mich bitte zur Kirche bringen? Hast du einen Bootspass? Nö. Dann kann ich dich leider nirgendwo hinbringen. Wo bekomme ich einen Bootspass? Ich habe keine Ahnung. Solltest du sowas eigentlich nicht irgendwie wissen oder so? Ja, ich meine, da könntest du recht haben. Die Frage hörst du sicherlich andauernd. Und ob? Aber wieso hast du nicht versucht, die Antwort auf diese Frage herauszufinden? Ist mir nie in den Sinn gekommen. Gibt's noch einen anderen Weg über den Kanal? Nope. Es sei denn, du kannst auf dem Wasser wandeln. Der Jesus-Fuzzi da. Der grünes Meerjogger da. Rotes Meerjogger. Der hat einen Trick, wie man über das Wasser wandeln kann. Okay, keine weiteren Fragen. Wiedersehen. Ich gucke mich mal noch ein bisschen um. Na, hier gibt es nichts mehr zum Hingehen. Also müssen wir wohl zu dem da gehen und mit dem reden und sagen, zeig mir mal das mit dem über Wasser gehen, wie das da funktioniert. Das ist eine coole Idee. Ist es eigentlich schon 9?
Ist da irgendwo eine Uhr? Hallo, seltsame Lady. Kannst du mir beibringen, wie man auf dem Wasser wandelt? Na klar. Wenn du zuerst etwas für mich tust. Okay, was soll ich machen? Für den neuesten Trick, an dem ich arbeite, brauche ich ein paar lila Beeren. Ich könnte sie natürlich selbst sammeln gehen. Aber ich bin gerade zu sehr damit beschäftigt, mich in der Bewunderung meiner griecherischen Anhänger zu ahlen. Wenn du mir ein paar lila Beeren bringst, zeige ich dir gern, wie man auf dem Wasser wandelt. Okay, das kriege ich hin. Dann werde ich jetzt weitergehen. Tschö. Lila Beeren gab es drüben. Die wollte sie ja nicht mitnehmen, weil sie nicht einfach so lila Beeren mitnehmen will. Hättest du sie mal mitgenommen. Ei, 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 ei. Was willst du da noch sagen? So, also, ich muss da rüber wandeln. So. Was machen eigentlich meine Untertanen da unten? Es hat gerade geblinkt. So. Da sind lila Beeren. Da pflücke ich halt mal ein paar. So, einen Moment. Also. Habe ich jetzt lila Beeren dabei? Jawohl. Muss ich jetzt mit den blöden lila Beeren wieder zurücklatschen? Boah, ey, hätte man die gleich mitnehmen können, hätte ich mir einen Haufen Weg gespart. Aber nö. Muss ja alles seine Ordnung haben. Ah, ich sag's euch, wenn es nach mir gehen würde, hey. Hätte ich schon lange irgendwie ein Fahrrad oder so, einen Roller oder so. Wer ist denn eigentlich da hinten im Eck? So, also, da ist er wieder. Jesus, guck mal her, Jesus. Also, pass auf. Hallo, fröhliche Städter. Hallo, seltsame Lady. Hier sind deine blöden Beeren. Danke. Kannst du mir jetzt beibringen, wie man auf dem Wasser wandelt? Klar, aber zunächst habe ich noch eine Frage. Okay, schieß los. Ist das deine Karte? Unglaublich. Oh, ja, wie hat der... Oh, was zur Hölle ist das? Das ist ein Bootspass, Dummerchen. Oh, danke. Cool, ich habe einen Bootspass. Und ich habe hier in meinem Himmelreich eine Katze, die miaut und mich nervt. Und keiner weiß, warum sie miaut. Wahrscheinlich, weil sie wach ist. Naja, oh, was liegt denn da eigentlich? Kann man nicht nehmen, oder? Nee, kann man nicht nehmen. So, jetzt pass auf. Wir haben hier einen Bootspass. Den gebe ich natürlich dem Fährmann. Wie sich das gehört, Mann. Ja, genau. Ich habe einen Bootspass gefunden. Tatsächlich. Kannst du mich jetzt bitte zur Kirche bringen? Na klar, spring rein. Plopp. Was sind wir denn? Ach, da unten sind wir. Ja, wir sind ja ganz klein hier. Kann ich da überhaupt was anklicken? Das da, das da, das da? Nix kann ich da anklicken. Was ist mit der Frau da? Eine Lautenspielerin. Komm mal her. Ein paar rotwangige, lautenspielende Nachbarn, die sich anhand der Fantasia Nest 5.8 von Francesco da Milano näher kommen. Okay. Komm her. Applaudieren. Bravo! So. Ich habe keine Ahnung, warum ich immer applaudiere, weil ich ein guter Kerl bin. Okay, ich muss scheinbar da hochgehen. Ich kann ja nirgendwo was anklicken. Was soll ich denn hier machen? Also ich kann da nicht reingehen. Ah, doch, da. Da nicht? Da kann ich reingehen. Da gehen wir jetzt halt natürlich auch rein. So, los. Bewegung, Bewegung, Bewegung. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Hallo, Reisende. Willkommen im himmlischen Petrusdom. Wie können wir zu Diensten sein? Ich bin hier, um den himmlischen Petrus zu ermorden. Ich sag mal, wir sind hier im heiligen Petrusdom, wo alle so Petrus-Fuzis sind. Ich glaube, ich sag das jetzt mal nicht. Ich bin hier, um Klempnerarbeit zu verrichten. Mit unseren Leitungen ist aber alles in Ordnung. Unsere Pisse und Scheiße fließt in die Straßen der wenigen Glücklichen wie beabsichtigt. Mist. Die Kirche ist nicht für genehmigte Besucher, für nicht genehmigte Besucher derzeit nicht geöffnet. Wir können dich im Augenblick unmöglich reinlassen. Zwinker. Was heißt denn hier Zwinker? Leichen schänden. Wenn ihr nicht beiseite geht, flippe ich aus und werde gefährlich hysterisch. Geht beiseite oder ich werde euch lebendigen Leib ausweinen und eure galeertriefigen Leichen schänden. Aha. Jo.
Geht beiseite, oder ich werde euch am lebendigen Leib ausweiten und eure galertriefenden, galletriefigen, nicht galert, das wäre komisch, egal, Leichen schänden. Wir weichen nicht von der Stelle. Der himmlische Petrus erholt sich noch immer von seiner Heimkehrerparty. Aus der Hüpfburg muss noch die Luft rausgelassen werden. Ja, das ist eigentlich ein Gesundheits- und Sicherheitsproblem. Es gibt nichts, was du tun könntest, um uns zu überraschen. Dich reinzulassen, ach, zu überreden, Zwinker, Zwinker. Beiseite, ihr Narren. Echt jetzt? Es gibt nichts, was du uns geben könntest, damit wir dich reinlassen. Zwinker, Zwinker, Zwinker. Was soll das etwa heißen? Ihr erwartet einen Bestechungsversuch? Bestechung? Was für eine wunderbare Idee. Nun, da du es erwähnst, wir hier im Süden lieben Bestechungsgeschenke. Wie viel verlangt ihr? Ich fürchte, wir akzeptieren kein Bargeld mehr. Neue päpstliche Richtlinie. Von ganz oben. Wir haben augenscheinlich bereits zu viel Geld. Fast alles sogar. Ich mag teuren Schmuck. Oh ja, ich auch. Oh, ich hätte auch gerne ein wenig teuren Schmuck, bitte. Ich hätte gerne einen geschmeidigen kleinen Jungen mit rosa Wangen und einem kecken Popöchen. Perfekt. Gut, dann ist es abgemacht. Bringt uns 3 Stücke teuren Schmuck und einen geschmeidigen kleinen Jungen mit rosa Wangen und einem kecken Popöchen. Und dann sehen wir in die andere Richtung, wenn du die Kirche betrittst. Klar, das kriege ich hin, schätze ich. Aber, ich meine, könnten wir vielleicht einfach 4 Stücke Schmuck sagen? Auf gar keinen Fall. Uff, was für ein hartes Nein. Haha. Okay, na schön, ich kümmere mich darum. Also allererst mal, da ist ein winziger Löwe. Sieht aus wie ein braver Junge. So ein braver Junge. Ja, du bist ein ganz braver Junge, nicht wahr? Braver Junge. So, was machen die da? Ein Trio aus pummeligen Hornisten, die an einem Ausschnitt aus Händels Feuerwerksmusik arbeiten. So, die kriegen natürlich erstmal geklatscht, wie sich das gehört. So, ich habe jetzt da mal eine Frage. Kann man euch einfach abschnitzeln? Ist das wirklich eine gute Idee? Diese ganze Keine-Morde-mehr-Situation wurde mir eindringlich nahegelegt. Ich meine, versteh mich nicht falsch, ich mach's. Aber an deiner Stelle würde ich es mir noch gut überlegen. Hust, speichere deinen Fortschritt, Hust. Bevor du mich nochmal fragst. So. Jawohl. Okay. Okay, jetzt bin ich eingeschüchtert. Rein mit dir. Cool, es hat funktioniert. Ich bin reingekommen. Dabei hätte ich so gern einen rotbackigen Jungen mit einem kecken Popöchen gesucht. Ich meine, Jesus hat einen bei sich an der Leine. Aber egal, jetzt sind wir drin. So, haben wir gut gemacht. Da steht ein Engelschor. Kann man die abschnetzeln? Jetzt habe ich Blut geleckt. Junge, jetzt geht's rund. Nee, geht's nicht. Es geht erst morgen rund. Für heute mache ich Feierabend. Ich habe jetzt genug. Ich habe genug Leute beobachtet. Keine Ahnung. Und mir das Treiben der Leuten da unten da angeguckt. Für heute reicht's, wie gesagt. Also, dann würde ich mal sagen, tschüss, oder? Tschüss, so, Feierabend, Tür zu, zack, tschö, bis morgen.